Oh Mann, Leute, ich bin so aufgeregt. Zurück bei Pikmin 4. Neues auf die Hauptzutat für den DLC mit der Daten egal werden soll, ne? Wenn ich einmal das Panel. Genau. Ich bin deswegen aufgeregt, aber auch sonst aufgeregt. Ich bin alles aufgeregt und was? Warte mal. Jetzt haben wir Stillufer schon mehr als mit einem blühenden Park. Lustig. Naja, ja, also es gibt noch ein bisschen was zu tun, ne? Klar, Nachtrexpeditionen wären vielleicht jetzt von der Story her klüger, wenn ich jetzt nur die machen würde. Oder machen wollen würde. Wie auch immer. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Natürlich würde die Gebiete aus 100% machen. Und glaube vor allem Stille Ufer will ich jetzt zuerst noch abschließen. Bevor wir dann wieder Nachtmissionen machen. Für eben diese, sag jetzt mal, Leuchtsäfte, die wir brauchen für die Laublinge. Und dann gucken wir weiter. He? Das wäre zumindest mal so der Plan. Bla, die Umgebung zu kennen ist wichtig. Ist wichtig, hä? Sehr wichtig sogar. Direkt das Ziel hierfür. Nee. Wir versuchen mal was anderes. Warte mal. Erkundungsdrohnen, das bin ich nur mit Ochin unterwegs. So. Wobei eigentlich spielt es gar keine Rolle, wie ich das jetzt mache, weil wir haben sonst eh nichts mehr zu tun, ne? Wenn wir noch eingesammelt haben, dann haben wir noch die beiden. Und das war's. Es sei natürlich, dass wir irgendwas vergraben oder so, aber ansonsten muss ich auch mit dem Pikmin nichts mehr machen. Braver Ochin, guter Ochin. Obwohl, ich könnte vielleicht, aber einfach eine Zeit, das spielt ja keine Rolle. Ich kann es trotzdem machen. Das ist eigentlich zu viel. Viele verschiedene Pikmin-Arten, Freunde. Natürlich, trotz allem, es fehlt noch eine. Zumindest auf der Overworld, ja? So. Ich gehe bitte mal zurück. Ich sag, wir ein bisschen schneller dabei. Okay, gut. Ich dachte, die restlichen 7 würden vielleicht da. Okay, ja, gut. Noch ein bisschen mithelfen, tun sie nicht. Ist ja auch scheißegal. Gehen wir mal zurück. Und damit, Ochin, würde ich mal sagen, hier haben wir sehr viele Schätze, deswegen wird es vermutlich auch viele Ebenen geben. Das heißt, ich mache erstmal das hier. Mit nur 5 Schätzen wird es wohl ja, 2, 3 Ebenen sein, mehr nicht. Ich bin gespannt, ob wir bei einer davon, da müssen eigentlich bei einer davon noch auf weiße Pikmin stoßen. Es geht gar nicht anders. Und eine Tatsache, da wir bei der Levelauswahl hier irgendwie nochmal ein Fragezeichen hatten bei einer Pikmin-Art. Und wir sonst alle schon gefunden haben. Der Typ hat 4 Augen, wie geht das? Wieder kein Glück. Wir werden gar kein Glück haben. Kann ich schon mal sagen. Mit so 75% erforscht. Okay, das zählt also auch dazu. Interessant. Eissauna. Je weiter ich in den Untergrund vordringe, umso kälter wird es. Als wäre ich in einer Art Kältesauna. Mein Armanzug schützt mich, doch die Pikmin zittern. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, sie aufzuwärmen. Captain Olimar. Wilde Pikmin 3 Stück. Empfehlung, okay, hier wird es also nur die geben. Ja, es empfiehlt sich zwar so viel mitzunehmen, ganz ehrlich, dann hätte ich vielleicht nicht mehr so viele Pikmin. Nehmen wir es lieber so. Auf Rettungsmission. Eissauna Ebene 1 gerettet. Noch gar keine Schätze. Noch 0 von 5. Wir haben natürlich auch den Schatzsensor noch so ausbauen können, damit wir halt Geretteten quasi auch noch angezeigt bekommen. Das wäre ganz cool. Moment. Nun denn. Also mal gucken. Schön wäre es da gewesen, gerade irgendwie sehen würde, wegen irgendwelchen Pikmin-Arten. Sehe ich natürlich hier gar nicht. Ist wohl hier wirklich ein komplettes Kälteareal, oder?
Na Kumpel, aber sonst geht's noch, hä? Das dauert mit denen. Ich hoffe irgendwie auch, dass zumindest noch die hellblaue Ziel für die Eispigmen irgendwo hier unten wäre. Aber irgendwie haben wir so das Gefühl, die werden wir erst in einem neuen Gebiet finden. Na? Geht doch. Oh! Eisgelee beseitigt. Moment, da ist ja... Da ist eine weiße Blume. Nee. Freunde, begrüßt die letzte Pikminart, die Pikminart aus Pikmin 2. Die weißen Pikmin. Jetzt haben wir also weiße Pikmin gefunden. Ich kann jetzt gar mal warten, herauszufinden, welche besonderen Eigenschaften diese kleinen Kerlchen verfügen. Die seltenen weißen Pikmin erhält man aus Königblumen, die tiefen Höhlen erblühen. Diese Pikmin sind klein und schnell, aber nicht sehr angriffsstark. Wenn sie giftig genug sind, um einem Punktkäfer gefällt zu werden, sind sie selbst gegen Giftgas immun. Gifte? Uns kann das wahrscheinlich nicht anhaben, aber seien Sie bitte trotzdem sehr vorsichtig, wenn du sie einsetzt, ja? Prego. Ja, so ist es, Freunde. Weiße Pikmin sind giftresistent und wiederum, das haben wir bei Pikmin 2 gerne, man muss es leider so sagen, gerne getan, sie halten anderen Gegnern, Punktkäfern und so, einfach halt quasi in den Rachen geworfen, weil, ja, sie sind ja giftig. Und das hatten die halt nicht so gerne, wenn sie vergiftet werden. Was man durchaus verstehen kann. Das überrascht, dass man die jetzt trotzdem hier schon findet. Ich glaube jetzt nicht, um irgendwie Gegnern in den Rachen zu werfen. Ich schätze erst, wie hier irgendwo halt... Liegen aber echt nicht mehr, die Leuchtsamen, okay. Also von den Leuchtpigmen, sprich, wenn ihr die einsetzt, sind sie direkt weg. Ja, dann werden halt die weißen Pikmin die Aufgabe Leuchtpigmen übernehmen mit dem Gift. Wenn ich irgendwo eine Stelle habe, wo irgendwie Gift austritt, werden sich die weißen Pikmin darum kümmern. Wo es eigentlich was sein sollte. Wie hier zum Beispiel. Gut gemacht, die weißen Pikmin. Sehr gut. Sehr schön. Die schätze auch noch. Sonst sieht sie einigermaßen cool aus. Aber cool. Zum Angriff von der treuen Pikmin! Hier wäre bereits der Ausgang. Hier da oben noch ein Gegner. Da oben war noch irgendwas versteckt. Ist das Eisspucker oder was? Ja, scheint so, ja. Los mit dem Pikmin! Er kann doch nichts, der tut doch nicht weh! Zum Angriff! Macht ihn nieder, immer wieder!
Also mal abtransportieren, bitte. Schön aufsagen, Freunde, so macht es richtig. So, dann als nächstes geht man auf den los. Nichts gewesen mit den Spesen, wie es aussieht, ja? Hey. 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 Und was ist das Letzte, was wir hier brauchen? Ich bin gespannt. Dazu noch einen weiteren Schatz. So, das sieht nicht so aus. Perfekt, dankeschön. Doch, hier geht's auch. Diese Ebene jetzt komplett. Einmal. Freund, was ist los mit dir? Wie passen eigentlich 75 Pikmin auf Ochin? Naja. Anderes Thema. Okay, 3 Ebenen sind es insgesamt. Geht noch, oder? Die Frage ist natürlich, ob es hier wieder einen Boss gibt. Oh. Langsam ein bisschen frostig hier, wa? Ein Frost auf der Linse. Da unten muss es ziemlich kalt sein. Oh. Ist irgendwo jemand gestrandet? Sieht so aus, oder? Hä? Okay. Ah, cool, ich brauche dafür keine Eispick mit mir hier. Hey. Okay, das war knapp. Dann haben wir fast zu spät gesehen. Ah. Moment, was? Okay. Also ich meine, ihr könnt es von mir aus gerne entfernen. Ich habe nichts dagegen. Ja, da vorne ist er, ihr seht schon. Okay, ohne Ochin ist hier kein Durchkommen, aber noch mehr Eis-Pikmin. Das freut mich natürlich schon mal sehr. Weitere weiße Königsblume. Wofür brauche ich denn so viele weiße Pikmin, frage ich mich. Klar, in irgendwelchen Giftgebieten und so, nehme ich jetzt mal stark an. Einen Moment, ein Pikmin zieht, weil es kalt ist. Es muss doch etwas geben, was wir da tun können. Und sind die Pikmin der Pfeife rufst, können sie auf Ochin klettern, um sich aufzuwärmen. So. Ochin sei Dank. Problem ist halt, ich komme da nicht dran. Außer, könnt ihr das irgendwie, weiß auch nicht, beheben? Ne, ich habe keine Feuerpikmin. Es sei natürlich, es gibt einen Mechanismus, den ich hier erstmal ausschalten muss.
Und ich meine, ja, das ist das Problem, ich komme hier halt ohne Ochi nicht durch. Sie frieren halt alle, hä? Hm. Also frieren sie schon mal nicht, da ist es so. Das ist nur ein Schneeball, der tut nicht weh. Also ich meine, er ist nervig. Aber das war es eigentlich auch schon. Wenn man mal versuchen könnte, auch mal so just for fun. Ah, so, Gott sei Dank, das war's also, okay. Das Eis schmilzt gleich, weil das Eis jetzt. Generell. Ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. So. Keine Probleme mehr, Freunde, keine Probleme mehr. So, Moment, ganz kurz. So und so. Perfekt. Ein Eiskreatur kann ich nicht einfrieren, ne? Das ist noch interessant. Haben wir es gleich? Haben wir es. So, würde ich mal sagen, lieber Eis-Pikmin. Ist eigentlich unnötig, die mitzunehmen, weil, was? Das blockiert den Weg der Pikmine. Okay, Freunde, ganz ruhig, ganz ruhig. Das wir wieder ein bisschen anders denken. So. So, jetzt können wir dadurch das holen. Darum kümmern sich die weißen Pikmin. Ein paar Eispikmin haben noch dabei.
Und dann müsste es, glaube ich, langsam mal gewesen sein. Hoffen wir jetzt mal. So, wer ist er diesmal? Mitglied des Geowissenschaftsclubs. Okay. Geowissenschaftsclubs. Ah, es bestimmt dass wir noch nicht alle Studenten gefunden haben. Wir müssen uns weiter bemühen. Ja, ich vor allem. Erinnerungsfragmente. Ah, schön gesagt. So. Und so. Dann, das Ding ist auch wieder gut. Natürlich kommt nicht hier hoch, da ist auch klar. Hoffen wir, dass das wieder war, dann können wir relativ schnell wieder abhauen. Gefühlvoller Künstler. Ja, diese Itembeschreibung nicht mehr, ja? Nichts dabei, sehr gut, keine Items mehr, wir haben alles. Mit stolzen 80 Pikmin, 10 davon sind weiße Pikmin. Ups, das ist ja falsch. Würde sagen, geht's für uns Richtung Ausgang. Bochin, kommst du da hoch? Oh, das ist aber ein Problem. Okay. Hopp. Und ab zur letzten Ebene. Puh. Gerettet einen von, ja, also wird es noch einen geben, plus nur noch einen Schatz. Interessant. Hatte wenig Schätze, war in dieser Höhle. Ich meine, wir haben ja weniger Stören, weil in der nächsten Höhle wird es sicher schlimmer. Sehr viel schlimmer vor allem. Ja, und ich habe da einen Boss. Ja, sehen schon. Hä? War gar nichts? Okay. Neue Kreatur entdeckt. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist, mit der kämpft. Okay, prall einfach ab. Ah, jetzt sehe ich's. Wow. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Schnell aufsteigen, Freunde, schnell aufsteigen. Eigentlich so relativ easy. Hat er tatsächlich einfach ausgespuckt oder was? Hm, krass. Ja, und wer ist es? Mal sehen, was haben wir für Informationen? Osa, ein Archäologe vom Forschungsteam. Ein Archäologe, gute Arbeit. Wie immer, sehr gute Arbeit. Wir kennen ja nichts anderes als gute Arbeit.
Sehr gut. Alles aufgesaugt, so muss es sein. Mir fehlt hier noch einiges, um ehrlich zu sein. Ne, ein Schatz fehlt noch. Wo ist er? Er wird es wohl kaum sein. Oh. Ja, geht's noch größer. Hm. So, hier mit dem Ausgang. Oh, um Gottes Willen. Temperatur ist noch ein Problem war, weil ich brauche 50 Pikmin. Oder 50 Pikmin Power zumindest. Das heißt, wäre cool, wenn es noch ein bisschen runterkühlen könnte. Noch nicht so ganz, wa? Ups. Die Pikmin immer Spaß, Wandzerstörung. Ja, warte mal, braucht sie gar nicht. Ja, aber 42 dabei, also. Wobei. Ja, komm. Ich dachte gerade, dass ich Ocean dabei habe, aber okay, besser. Sehr gut. Ich habe das Ocean dabei, aber er hätte trotzdem auch Probleme. Vermutlich. Beziehungsweise die anderen Pikmin ja dann. Bringt die Statue raus, Freunde. Ernsthaft? Schon besser, wa? Ey, Shadow passt gar nicht rein. Natürlich. Er trägt da runter und er einfach daneben. Geheimnisse der Antike. Von mir aus. Wir sind durch, Freunde. Rettungstruppe, zurück, Mann! Die Eissauna, Wir haben es geschafft mit 2 Motivationspunkten. Komplett erforscht. Wir konnten weiße Pikmin bekommen. Jetzt haben wir schon 10 Stück davon. Krass, weil es haben wir Flügel, Lila und Eispikmin, die wir nur im Untergrund gefunden haben. Wobei, die Felspikmin gab es auch noch im Untergrund, mal so by the way. Und eigentlich die Eispikmin auch. Davon halt jetzt noch wesentlich mehr. Läuft bei uns. Läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. Aber arschkalt war's. Meine Güte. Naja, ihr braucht weiterhin keine. Die können alle drin bleiben. Denn wir haben ja eigentlich alles gemacht. Bis eben noch aufs andere. Ja, das wird spaßig. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt Ochin sagen würde, hey, yo, Kumpel, was geht? Genau, soll ich mal weiße Pikmin suchen? Das ist ein Ernst, oder? Nein! Oh Mann. Ja gut, die können natürlich jetzt die Quester, die Untergründe, die Höhlen immer wieder aufs Neue machen, ne? Laublinge. Und so natürlich auch immer... Okay.
Ja, das wird natürlich auch gehen. So quasi Pikmin-Farm. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass das so Pikmin-Arten sind. Toll, ich komme gar nicht hoch. Pikmin-Arten sind, die... Ja, hier bin ich doch. Ja, ich sehe dich. Bravo, Ojin. So Pikmin-Arten sind, für die es auch noch Zwiebeln gibt. Ja, ich bin noch hier. Will der aufsteigen oder was? Ja, war klar. Die letzten Schätze gibt es hier. Okay, Freunde. Wir werden da, denke mal, wieder 2 Folgen draus machen. Meeresgrundgrotte, weil eben das wird von wieder so etwas sein, 4 oder 5 Ebenen. Ne? Und jetzt habe ich jetzt schon knapp 30 Minuten gebraucht. Also, Doch lang gibt es hier nur wenig. Daher sind Wasserscheuer-Pikmin recht hilflos. Naja, wenigstens konnte ich so eine Weile so tun, als wäre ich im Urlaub am Meer. Wilde Pikmin, welches Ort auch immer. Ich nehme an, es gibt die Eis- und die blauen. Ja, wir haben sogar vorgeschlagen so. Ja komm, jetzt aber genug. Eis-Pikmin im Vorrat, jetzt kann ich es riskieren. Wobei, vielleicht gibt es auch hier weiße Pikmin, wer weiß. Gerettet, Schätze, Zwiebeln bei der Meeresgrundgrotte. Also aufschlagen bitte. Oh ja, da gibt es ein bisschen was zu tun. Da muss ich abschalten, ne? Da geht gar nicht anders, okay. Einfrieren kann man die auch. Toll. Ein Pikmin eingesaugt, der Arsch. Wobei sind blaue, das spielt keine Rolle. Oh. Die vertragen gar kein Eis. Faszinierend. Nee, warte mal, das waren ja wilde. Hä? Waren ja wilde Pikmin. Nein! Wieso? Ja, nein! Ojin? Nö, mag auch nicht. Dann halt. Also, kloppt das mit mal weg. Nein, falsch Pikminart. Das ist ein Schnuller. Nicht schlecht. Ja, macht ihr das bitte mal. Ja, schön fleißig drehen, Freunde. Und die Sprinkler ausgehen. So ist doch fein. So, und jetzt bei denen hier. Sushi. Keine Ahnung, was für ein Sushi es ist. Ich bin ja nicht so ein Sushi-Esser. Oder Fisch sonst gerne mag, aber Sushi. Naja, wenn du halt einmal so eine, sag jetzt mal, eine relativ blöde Erfahrung mit Sushi gemacht hast, mit rohem Fisch, dann bist du vorsichtig.
Okay, ja, es gibt hier wilde Pikmin-Sorten im Sinne Eis und Wasser. Wie schon vermutet. Ich würde sagen, Leute, wir machen es so. Ich mache jetzt das Gebiet so weit noch fertig. Also die Ebene hier, besser gesagt. Wir würden dann in der nächsten Folge die restlichen Ebenen machen. Das haben wir eh. Dann kann ich hier noch die blaue dahin schicken. Hier wäre jetzt sogar fast Versuch gewesen, hier noch die Dinge einzusetzen. Dann kann man da bomben. Aber geht ja auch so. Okay. Dann kommen wir jetzt hier hin. Ah, so geht es natürlich auch. Und noch mehr blaue Pikmin. Ja, vielleicht bin ich, keine Ahnung, schon zu spät hier, weil ich das Gefühl habe, natürlich ist irgendwie auch logisch. Aha, ne, ich muss hier hin, damit wir so zurückkommen. Ist irgendwie auch logisch, je später du hier hinkommst in diese Höhlen und so, desto mehr Pikmin kannst du mitnehmen. Je weiter du im Spiel bist, je mehr Knollen und so du schon gefunden hast, etc. etc. Dann, ja, wenn du so viel Pikmin dann schon hast, ist auch den Gegner ein bisschen schwierig. So, ja, gucken mal, Ja, genau, ist sofort tot. Praktisch. Ah, Ochin. Ochin freut es auch. So, hier geht's zur nächsten Ebene. Ah, das ist... Irgendwie so aufsteigen und so. Ich finde es einfach schade, dass ich, wenn ich auf Ochin drauf bin, nicht alle Pikmin losschicken kann, sondern das nur geht, wenn ich von Ochin runtergehe. Da finde ich ein bisschen schade. Ich bin sonst großer Fan von diesem Ochin-Prinzip und so. Ich finde das eine geile, sag ich mal, Erweiterung. Da kann man durchaus so machen. So ein paar Dinge hier, die fehlen mir persönlich noch. Na gut, wir haben die Knopfkanäle. Wir bringen sie dann später zu... wir bringen sie später zur Zwiebel, okay. Weitere 10 Pikmin, die ich mitnehmen kann. Dann wären wir, glaube ich, schon bei 80, ja? Waren 70? Ne, 80 waren es dann. So, Ochin. Das war nicht gerade richtig gesehen. Nein, jetzt. Entschuldigung, das war falsch. Entschuldigung, Ochin. Das wollte ich eigentlich. Okay, nächste Ebene. Sehr gut. Ja, Freunde, würde mal sagen, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Wir sind eben noch am selben Tag von dem her. Aber weil die Ebenen jetzt halt, die ganzen Dungeons, Untergründe, whatever, die werden halt immer größer und größer. Und vor allem bei denen wie dem jetzt, wo ich doch die Befürchtung habe, als so viele Schätze sind, dass es auch so viele Ebenen sind, muss ich glaube doch ein bisschen cutten. Also, nächste Folge geht es hier direkt weiter. Und ja, wenn wir das dann gemacht haben, wird noch der Tag vorbei sein, mehr oder weniger. Aber das Gebiet müssen eigentlich auch 100% durch sein. Und dann würde ich sagen, übernächste Folge viele Nachtmissionen, weil wir haben viele Laublinge, also müssen viel Saft ernten. Klingt irgendwie falsch, aber ist so. Bis nächstes Mal und ciao zusammen.